Und ich bin stolz darauf, dass wir nicht nur am Weg nach Paris, sondern auch in Paris eine jener Nationen waren, die mit einigen Erfahrungen, durchwegs und positiven Beispielen diesen Prozess positiv mitbegleiten konnten. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir eines der ersten Parlamente sind, das diesen Weltklimavertrag ratifiziert, weil es geht um nichts Geringeres wie um die Belastungsgrenzen unseres Erdballes. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Freiheitlichen, sollte auch bei Ihnen angekommen sein. Die wissenschaftliche Expertise liegt klar auf der Hand. Ich kann nur die Berichte sowohl der internationalen wie auch der österreichischen Klimaexperten empfehlen. Tatsache ist, dass es nicht um Wetterkapriolen geht, sondern es geht um Erderwärmung, es geht um Schmelzen von Polar, es geht um Anstieg vom Meeresspiegel, es geht um Meereserwärmung, die Wetterkapriolen, Wetterveränderungen zur Folge haben, Dürrekatastrophen, die dann auch dazu führen, dass betroffene Menschen diese Gebiete, die unfruchtbar werden, nicht mehr bestellt werden können, auch verlassen und als Wirtschaftsflüchtlinge zum Beispiel in Europa Schutz und Hilfe suchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist auch eine zentrale Verteilungsfrage, die vor uns liegt. Da geht es nicht nur darum, wie viel CO2, wie viel Treibhausgase pro Kopf, pro Land emittiert werden dürfen, sondern es geht darum, wie Ressourcen, wie Rohstoffe, wie Landverbrauch, Ernährung verteilt werden in Zukunft. Und es geht auch vor allem darum, Armut und Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Deshalb möchte ich bei diesem Punkt auch mit erwähnen, dass es den Vereinten Nationen im vergangenen Jahr nicht nur gelungen ist, den Weltklimavertrag von Paris unter Dach und Fach zu bringen, sondern fast gleichzeitig einige Wochen davor auch die Agenda 2030 mit den nachhaltigen Entwicklungszielen. Und diese müssen gemeinsam umgesetzt werden, damit wir unsere Ziele auch tatsächlich erreichen. Was Österreich betrifft, können wir auf eine Umwelt- und Klimapolitik stolz sein, die einiges dazu beigetragen hat, auch in der Exportwirtschaft, in der regionalen Wirtschaft, eine Umstellung von bisherigen Arbeitsplatzformen auf neue zukunftsträchtige sogenannte Green Jobs. Wir haben einiges auch zusammengebracht bei der Entkoppelung des Energieverbrauchs vom Wirtschaftswachstum. Aber es gibt natürlich noch ein kräftiges Schäuferl nachzulegen. Und es wird die Menschen betreffen. Wir werden die Menschen mitnehmen müssen auf diesen Prozess, was die Mobilität betrifft, was die Siedlungspolitik, Raumordnungspolitik etc. betrifft. Aber das ist die Aufgabe der Politik, die wir in den nächsten Tagen und Wochen wahrnehmen müssen.